Danke vielmals. Guten Morgen miteinander. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dem Gottesdienst am Karfreitag. Der Karfreitag ist ja ein Tag der Besinnung, ein Tag vom Gedenken an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Wir als seine Kinder, als seine Erlöste, wir feiern heute Jesus. Wir feiern Jesus, unser Herr und Heiland, der uns erlöst hat und uns den Weg zum Vater im Himmel geöffnet hat. Und ich möchte euch gerne mitnehmen zum Kreuz. Jesu Wort, wir haben es schon gehört, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte lassen uns nur ein bisschen erahnen, was das für Jesus geheissen hat, nebst den körperlichen Qualen von Gott verlassen sein. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Er, wo immer eins war mit dem Vater, er als Gottes Sohn und jetzt trennt von ihm. Er hat unsere Sündenlast am Kreuz getragen. Die Sündenlast der ganzen Menschheit. Die Sünde von dir und mir. Und darum war er getrennt von seinem Vater. Er, der von keiner Schuld gewusst hat. Für mich ist die Karwoche, der Karfreitag, immer wieder so eine emotionale Zeit. Und ich habe gedacht, wie schwer muss es gewesen sein für die Jünger und die Frauen damals. Sie haben vom Karfreitag bis zu der Ostern eine unglaubliche Unsicherheit erlebt, eine Verlassenheit und Schmerzen. Obwohl Jesus sie ja darauf vorbereitet hat. Aber das Ungewisse an dem Karfreitag, am Karsamstag, was ist jetzt mit Jesus? Das muss fast nicht zum Aushalten gewesen sein. Wir können zurückschauen und wissen, dass der Karfreitag, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Was wäre der Karfreitag ohne Ostern? Eine unendliche Trauer, Ungewissheit, ein Glauben ohne Hoffnung, einfach nur Schmerz. Und darum hat mich das Bild vom Kreuz mit dem Sonnenuntergang, Aufgang, nicht Untergang, so ganz besonders fasziniert. Es drückt so vieles aus. Es symbolisiert das Kreuz mit dem Schmerz, mit der Verachtung, mit dem Tod von unserem Herr und Heiland, der für unsere Schuld gestorben ist. Aber nicht nur das. Es zeigt eben auch Hoffnung. Hoffnung auf das, was kommt. Hoffnung auf den Ostersonntag. Wir wissen ja, dass Jesus am Ostersonntag auferstanden ist. Und mich hat so gedunkt, wenn ich das Kreuz vor dem Sonnenlicht sehe, und ich sage dem das Osterlicht, dann wissen wir, dass wir mit Gott versöhnt sind. Das Kreuz und das Licht gehören unweigerlich zusammen. Der Tod und die Auferstehung. Ohne Licht wäre das Kreuz nur dunkel. Mit dem Licht ist es pure Gnade. Wir müssen unsere Erlösung nicht verdienen. Es ist ein Geschenk von unserem Herrn, ein Geschenk von Gott.
Darum dürfen wir wissen, dass der Tod jetzt nicht mehr das letzte Wort hat, auch für uns Menschen. In Jesus dürfen wir die Auferstehungshoffnung haben. Und auch Trauer, Kummer, Krankheit und Sorgen haben nicht mehr das letzte Wort. Man muss zwar Trauer und Kummer manchmal aushalten, aber man muss nicht daran zerbrechen. Weil Jesus lebt. Wir dürfen alles ihm bringen und er führt uns zum Licht. Karfreitag, das Kreuz, erinnert uns daran, dass selbst in den dunkelsten Momenten die Hoffnung auf Licht und Erneuerung besteht. Wir dürfen das heute feiern. Wir sind nie im Dunkeln allein gelassen. Und ich wünsche uns allen von Herzen, dass wir die Zeit von heute bis Ostern, das Warten, dazu nutzen, um über unseren Glauben neu nachzudenken, über unsere Beziehung zu Jesus nachzudenken, uns mit der Bedeutung von Kreuz und Erlösung auseinanderzusetzen. Ich wünsche uns, dass wir über dem Bild eben vom Kreuz mit dem Sonnenaufgang uns Gedanken machen, heute, morgen und auch an der Ostern und Gott danken für sein Erlösungswerk. Wir können bis Ostern darüber und auch darüber aus uns ganz besondere Anbetungsmomente einplanen in unserem Tag. Und auch beten für die um uns, die das Wunder, die Erlösung noch nicht haben können erfassen. Ihr dürft gerne so ein Bild mitnehmen. Sie liegen da und hinten beim Ausgang auf diesem Korpus. Hängt es am Kühlschrank und immer, wenn ihr es seht, lobet und preiset unseren Herr. Es ist vollbracht, hat Jesus gerufen und ist gestorben. Und wir dürfen sagen, Halleluja, danke Herr Jesus, du hast die vollkommene Erlösung geschaffen. Aus lauter Liebe bist du für uns gestorben. Du hast die vollkommene Erlösung für mich vollbracht. Danke, dass wir das Kreuz im Osterlicht sehen und so dich feiern als der lebendige Herr und Heiland. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Opfer. Du hast dich ganz hingegeben für uns. Staunend schauen wir her zu dir, zum Kreuz, und sind ergriffen von dieser Gnade. Danke, himmlischer Vater, für deine Liebe. Danke, dass Jesus an der Ostern auferstanden ist und lebt. Danke, dass du uns in Jesus ewiges Leben schenkst. Dir, Herr Jesus, wenn wir heute Lob, Preis und Ehre geben, begegne du uns wieder ganz neu. Im Lobpreis, in der Predigt, im Abendmahl. Herr, red du zu uns. Wir brauchen dich und danken dir von ganzem Herzen. Amen. Und jetzt darf ich euch einladen zum Lobpreis. Wir wollen unseren Herr anbeten. Herr, ich denke an dein Opfer. Ich bete noch für Sabrina.
Herr Jesus, wir haben gesungen, mutig kommen wir vor deinen Thron. Und das wollen wir jetzt tun. Herr Jesus, wir kommen zu dir, wir sitzen zu deinen Füßen und wollen auf deine Stimme hören. Danke vielmals, dass du Sabrina gesegnet hast im Vorbereiten. Lass sie jetzt ein Bote sein an deiner Stelle. Gib ihr Kraft, Weisheit und Freude für den Dienst und uns ein offenes Herz. Segne uns mit deinem Wort. Ich danke dir dafür. Amen. Danke vielmals. Ich bin in einem Land aufgewachsen mit einer Religion, wo viel Trauertag hat. Eigentlich nur in einer Religion, wo Trau sind, wo ich glaube, in Islam gibt es keinen Viertag. Wir haben zu viel Trauertage. Und das hat geheißen, wenn wir Geburtstag haben oder etwas Positives während dem Trauertag, hast du nur den Geburtstag feiern. Zum Beispiel, heute ist der Rani Geburtstag. Ich habe ihr versprochen, ich tue es nicht sagen. Ich habe gesagt, ich erwähne nicht den Namen Rani, der Frau von der Etienne. Das tue ich nicht sagen. Sie hat heute Geburtstag. In einem muslimischen Land hat sie nicht dürfen heute ihren Geburtstag feiern. By the way, mein Motto im Leben ist, Blödsinn machen und nachher noch Vergebung bitten. Ist viel einfacher. Es tut mir leid, Ronnie. Ich habe es nicht gesagt. Happy Birthday. So schön. Und dass wir doch dürfen an Karfreitag feiern. Ohne schlechtes Gewissen haben, oder? Ohne zu sagen, ja, aber heute muss ich traurig werden und heute muss ich leiden, weil mein Herr ist gestorben. Nein, heute darf ich das auch noch feiern. Was für ein Privileg. Wow, wie schön. Wir haben keinen Trautag in unserer Religion, in unserem Glauben, in unserer Beziehung mit Jesus. Ich habe eine Frage an dich. Kennst du jemanden, der Jakobus heisst? Oder jemand, der Johannes heisst? Kennst du einen Peter? Oh, da ist noch ein Peter. Hi, Hans-Peter. Kennst du einen Paul? Haben wir auch noch Paul? Gut. Der Andreas? Und Philipp? Das ist so cool. Und jetzt aber, kennst du jemanden, der Judas heisst? Vielleicht gibt es schon einen oder anderen, der sagt, ja, ich kenne jemanden oder habe ich gehört von jemandem, der Judas hat geheißen. Aber es ist schon seltsam. Das passiert selten, dass wir werden unseren Kindern Namen Judas geben, oder? Es ist schon spannend, dass die 12 Apostel, ihr Name ist berühmt. Wir kennen, wir sehen, wir hören ihren Namen ziemlich öfter als der Name von Judas. Der eigentlich heisst, bedeutet, Gott sei Lob. Ein schöner Name, schöne Bedeutung, starker Name, Gott sei Lob. Und doch heute niemand getraut sich mehr, einen Sohn im Hand nehmen, anschauen und sagen, Judas. Schräg. Das niemand da tun. Doch glaube ich in der Zeit von Jesus, als eine Mutter ihren Sohn in die Hand genommen hat. Ich weiss es nicht, was hat sie erlebt, durch was ist sie gegangen, dass nach der Geburt hat ihren Sohn in die Hand haben und sagen, Gott sei Lob. Ich habe meinen Judas. Und er ist gewachsen, älter geworden, ist ein Junge von Jesus geworden, ein von den 12. Sehr eng näher zu Jesus, hat seine Gleichnis gehört, Wunder erlebt, mit ihm unterwegs sein, 3 Jahre Uni, Theologie mit Jesus besucht. Ist eigentlich ein anvertrauter junger Jesu gewesen. Sein Job ist ein Kassier, Verwaltung der Finanzen. Eine Frage: An wem vertraust du dein Geld? Deine Finanzen.
An wem kannst du sagen, da ist mein Bankkonto, du hast Vollmacht, kannst reingehen, kannst machen, was du willst. An jemanden, den du voll vertraust, oder? An jemanden, der zuverlässig ist, der Integrität zeigt, der nicht impulsiv ist, der kannst du wirklich vertrauen. Und das war Judas. Ich glaube, tatsächlich hat Jesus ihm vertraut. Nicht nur Jesus, alle Jungen haben ihm vertraut. Er ist nicht impulsiv, mindestens das sehen wir nicht. Er ist zuverlässig. Er ist nicht so mit emotionellen Person, die einfach ausrastet, ob es sagt, ob es tut, ist eher der Petrus. Wenn wir über Verratung von Jesus hören und reden, ich glaube, alle Jungen wären eins, wenn Jesus sagt, jemand will mich verraten, alle schauen den Petrus an. Niemand denkt an Judas. Weil ich meine, er ist so ein Guter. Jeder hat ihm vertraut. Doch wir lesen im Johannes-Evangelium, Kapitel 13, ab Vers 21, die Folgendes. Nachdem Jesus diese gesagt hatte, bestätigte er tief erschüttert. Ja, es ist wahr. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich fragend an und ratzelten, wenn er meinte. Ganz nah bei Jesus hätte der Junge seinen Platz, den Jesus sehr liebt hätte, der Johannes. Simon Petrus gab ihm ein Zeichen. Er sollte Jesus fragen, wenn er gemeint hätte. Da beugte der Junge sich zu Jesus hinüber und fragte, Herr, wer von uns ist es? Jesus antwortete ihm, es ist der, dem ich das Stück Brot geben werde, das ich jetzt in die Schüssel eintauche. Darauf tauchte er das Brot ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Spannend. Wir lesen weiter in der Geschichte, wie der Judas Jesus verratet. Aber in der ganzen Geschichte, alles, was da passiert, es gibt etwas, was sehr speziell ist, sehr symbolisch. Und ich möchte auf das hinweisen. Nicht auf das, was der Judas nachher macht, sondern das Brot, das Jesus an Judas gibt. Sehr oft, wir schauen das nicht mehr an. Wir wissen nur, dass jemand, der das liest, der nicht jüdisch, denkst, okay, well, Jesus nimmt das Brot, gibt es an Judas und damit zeigt, er ist mein Verrater. Oder? Oft denken wir so. Lass uns ein paar Schritte zurücknehmen in den 1. Mose. Kapitel 14, Vers 18 ist das erste Mal, wo wir über Brot und Wein lesen. Und da geht es um Melchisedek, der König von Salem. Er kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abraham, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Das ist das allererste Mal, wo eine Kombination von Brot und Wein zusammenkommt und wird genannt in der Bibel. Und er bringt nicht es wieder mit Ü. Sündenopfer oder Sündenopfer, sage ich es einfacher. Oder das Reinigungsritual, ein Tier, wo dann zum Opfer kommt. Nein, er bringt Brot und Wein. Brot und Wein ist ein Symbol vom Segen. Symbol von Freundschaft und ein intimer Bund. Er bricht deswegen, wir haben das Brot brechen, heisst es Bund von Freundschaft zusammenbinden. Und das erste Mal, der Melchisedek, der Hohepriester, bringt Brot und Wein. Lang vor dem Abendmahl, der Pessachfest, kommen die 3 Worte zusammen. Hohepriester, Brot und Wein. Als Zeichen vom Bundesfreundschaft und Segen. Aber es ist nicht der einzige
Mal, wo wir das mal hören oder sehen, der Melchisedek, der Hohepriester, macht den Bund mit Abraham durch Brot und Wein. Es gibt noch eine andere Geschichte. Das ist Ruth und Boaz. Ruth, eine Frau, eine Moabiterin, nicht von Israel, eine fremde Frau, begegnet Boaz. Eine mega liebendes, romantische Story. Das mal lesen. Als Boaz sie sah, er macht etwas sehr speziell mit Ruth. Wir lesen das im Ruth, Kapitel 2, Vers 14. Als es Zeit zum Essen war, rief Boaz Ruth zu sich. Komm hierher und iss etwas Brot, forderte er sie auf. Du kannst es auch in den Weinessig tunken. Komm, nimm das Brot, Wein, tunke dein Brot im Wein und du es essen. In den Nahosten zusammen essen ist sehr speziell. Es ist nicht wie wir heute haben, also wir geniessen, wir essen zusammen, aber damals war es noch mehr. Wenn du jemanden willkommen heißen, wenn du jemandem sagen, hey, du bist ein Teil von meiner Familie, du sagst, komm und sitz bei mir auf dem Tisch. Am Tisch. Und teile mit mir das Brot. Das ist das Heißen von Willkommen. Du bist willkommen, du gehörst zur Familie. Aber wenn du ein Brot in Wein tauchst und jemand gibst, das ist nochmal tiefer, das ist nochmal speziell. Das heisst, jetzt bist du kein Fremder mehr. Jetzt bist du kein Ausländer mehr oder Ausländerin mehr. Jetzt gehörst du zu mir, bei meinem Volk, in meiner Familie. Jetzt bist du in meinem Haus und du hast meinen Schutz. Durch das Zeichen sagt es Boaz, Ruth, du bist jetzt eine Israelitin wie ich. Ich bin deine Caregiver. Ich sorge um dich. Ich schaue für dich. Das ist ein Bund, den ich mit dir schließe. Sehr intim. Sehr tief. Es ist Sagen, es ist eine Freundschaft, es ist ein Willkommenheißen. Es ist ein Bund, wo ein Gastgeber mit seinem Gast schließt. Kommen jetzt ein bisschen raus, wo ich gehe mit dem. Jesus, sein Jünger, feiert den Pessach. Jesus als der Rabbi, als der Herr, als der Chef. Er hat den Auftrag, die Aufgabe, so Brot teilen und das ganze Pessach-Ritual durchführen. Während der Zeit schaut er den Judas an. Er spricht, einer wird mich verraten. Spannend. Einer wird mich verraten. Im Johannes-Evangelium 13,28, das habe ich nicht am PowerPoint, keiner von den anderen am Tisch verstand, was Jesus mit diesem Wort meinte. Manche dachten, Jesus hätte Judas hinausgeschickt, um alles Nötige für das Fest einzukaufen oder den anderen etwas zu geben. Lass uns kurz das Lukas-Evangelium lesen und schauen, was passiert. Was sagt der Lukas über das Event? Aber euch muss klar sein, hier mit mir am Tisch ist der Mann, der mich verrät. Ich meine, heftig. Stell dir vor, du sitzt mit den 12, dein Herr Jesus sagt, einer von euch tut mich jetzt verraten. Okay, der Menschensohn muss zwar sterben, wie es ihm von Gott bestimmt ist, aber wer seinem Verräter? Sturz fragt den einen der anderen, wer von uns konnte so etwas tun? Verstehe ich, oder? Das würde jeder von uns fragen. Ja, macht Sinn. Aber dann geht es weiter. Unter den Jungen kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Hey, was geht da los? Was ist mit euch? Jesus sagt jetzt gerade, jemand von euch tut mich verraten. Alle fragen, wer ist der Verrater? Und in einer Sekunde später fragen sich gegenseitig, wer ist die lieblichste Person, wer ist der Wichtigste?
Ist es ein Witz? Ist es ein Fehler? Vielleicht mit dem Zeit passt es nicht. Vielleicht der Lukas bringt 2 Events zusammen und er springt die Streit unter die Jungen. Hast du auch dich mal gefragt, wieso reagieren die Jungen Jesus nicht? Wieso ist ihre Reaktion, wer ist Jesus wichtiger? Wenn sie ganz klar gehört hätte, da ist der Judas, er ist mein Verrater, wie wir beim Johannes gelesen haben, dann was ist mit euch los? Wieso haltet ihr ihn nicht auf? Wieso niemand steht und Stopp sagt? Was ist da los? Hast du dich mal die Frage gestellt? Gewisse Leute sagen, weil vielleicht nur der Johannes hat Jesus gefragt, er ist Jesus näher gegangen, hat gehört, die anderen haben nicht gehört. Und er hat es auch nicht wiedergesprochen. Es gibt so viele theologische Argumente dafür. Warum sind sie verwirrt gewesen? Vielleicht ist es tatsächlich, weil Jesus Worte von Jesus Taten passen zusammen nicht. Die passen einfach nicht zusammen. Er spricht vom Verrater und er riecht das Brot und Wein. Er nennt den Verrater und dann in demselben Moment, da ist eine tiefe Freundschaft da. Sie sehen, ja, er spricht von Verrater, aber er nimmt das Brot, taucht das in Wein, gibt das an einen Mann und eigentlich mit dem sagt der Folgendes: Ich habe dich lieb. Das, was du machst mit dem Brot und Wein, wenn du jemandem gibst, das heisst, du bist meine lieblingste Person. Ein Mann will das die Frau machen. Nicht an Kinder. Ein Mann nimmt das Brot, taucht das in Wein, gibt es an seine Frau. Und dann darf er es einfach Brot und Wein weitergeben. Du bist mein nächster, wichtigster Favorit. Ich habe dich lieb. Denn klar sind die Jungen verwirrt. Weil das, was Jesus sagt, mit das, was Jesus tut, passt einfach nicht zusammen. Jesus sagt, du verratest mich und ich habe dich lieb. Denn klar werden sie sich gegenseitig fragen, wer ist die wichtigste Person? Weil jetzt gerade hat Jesus wie an Judas gegeben, er ist der Wichtigste. Er ist die Lieblingsperson von Jesus. Ja klar, ich meine, Jesus vertraut in Jesus, gibt das ganze Geld. Er ist der Finanzmanager in dem Haus. Er kann alles machen, was er will. Er hat studiert, er kommt von Jerusalem. Alle anderen kommen von Galiläa. Ja klar, er ist der lieblingste Junge von Jesus. Und was macht der Jesus mit dem? Jesus sagt, Judas, ich weiß, was du machen willst. Ich kenne dein Herz, ich lese deinen Gedanken. Aber das Letzte, was ich will, dass du in Erinnerung behaltest, ist das. Ich kann dich lieben. Das Letzte, bevor du gehst und mich verratest, ist das Wort, ich kann dich lieb. Egal was du machst, egal was du dir entscheidest, ich kann dich lieb. Und wenn alle anderen zusammen streiten, wer ist der Wichtigste? Ich kann dich lieb. Ich hatte erwartet, dass Jesus ihn verdammt richtet, streitet, dass er hässig wird. Nein, macht er nicht. Im Gegenteil, ich kann dich lieb. Es ist heftig, dass der Herz von Judas ist so verschlossen, so hart, dass er es nicht annehmen kann. Es ist heftig, dass er doch Jesus verratet mit einem Kuss. Kann ich den nächsten PowerPoint haben? Er ging direkt auf Jesus zu. Sage Gruß, Rabbi, sagte er und küsste ihn. Jesus sah ihn an. Mein Freund, tu, was du mir vorgenommen hast. Bis der Stelle, am Anfang, als die Jünger haben Jesus kennengelernt, sie haben ihn Rabbi genannt. Aber nachher, wir sehen, dass das Wort hat sich gewechselt vom Rabbi
zum Herrn. Messiah. Sind oft mit den Petrus und anderen Jüngern von Jesus, wir sehen nicht, dass sie ihn Rabbi nennen, sondern Herr. Judas nennt ihn Rabbi. Das sagt die Distanz. Ein Herz, das sagt, bin mir nicht sicher. Und ich liebe das, dass Jesus schaut ihn an und sagt, mein Freund. Nennt ihn immer noch mein Freund. Jesus spielt nicht, er übertreibt nicht, er lügt nicht, er meint es wirklich, mein Freund. Ich glaube tatsächlich, Jesus hat Judas als Freund gesehen. Und das Herz von Jesus ist eine Rettung von Judas, nicht Verdammnis von ihm. Bis zum Kreuz hat Jesus sich gewünscht, Judas, du bist mein Freund. Wann wirst du das kapieren? Ich hab dich lieb. Komm zurück. Psalm 41, Vers 10 sagt, ach mein Freund, der mich vertraute, der mein Brot saß, tritt mich mit Füßen. Mein Freund, der ist der Freund von Jesus, der in Füßen tritt. Der ist nicht die einzige Person, wo Jesus verleugnet. Petrus macht genau gleich. Beide sind Freunde von Jesus. Beide haben von seinem Brot gegessen. Beide sind mit Jesus unterwegs und beide zerbrechen Jesus das Herz. Einer verkauft Jesus für 30 Stück Silber, der andere verleugnet Jesus aus lauter Angst. Einer hat Schuldgefühl, Schamgefühl, zieht sich zurück, rennt weg und der andere weint bitter, aber rennt zum Grab, bleibt Jesu nah. Er ist der Erste, als beim Versteck von Jesus, der zum Grab rennt und wird Jesus sehen. Er ist der Erste, als Jesus sah, beim Wasser, kommt im Wasser, schwindet Jesus nach. Er ist der Erste, der sich auf den Fuß von Jesus wirft. Das ist ein Unterschied. Und Jesus begegnet Petrus auch nicht mit, was hast du gemacht, habe ich dir gesagt. Auch nicht mit Scham. Im Gegenteil, hast du mich lieb. Weil ich habe dich lieb. Ich bin überzeugt, wenn Judas das Gleiche gemacht hätte. Ich bin überzeugt, wenn Judas gewartet hätte und Jesus begegnet hätte und gesagt hätte, es tut mir leid, hätte Jesus gesagt, ich habe dich lieb. Hätte wieder ins Brot gegeben. Ich habe dich lieb. Weil das ist das Herz von unserem Herrn. Schau mal, ich will nicht da stehen und ein billiges Evangelium predigen. Evangelium ist nicht günstig, ist nicht billig. Das Blut von Jesus, die Liebe von Jesus ist nicht billig. Das ist kein TED-Talk-Show. Es ist nicht eine süße Liebe, wo wir so bequem sind. Es gibt Verdammnis. Es gibt Gottes Zorn gegen Sünde. Es gibt Gericht. Das ist Evangelium. Und Jesus starb, damit wir gerettet werden von Gottes Zorn. Das ist Evangelium. Jesus, Gott selber, stirbt für Gott, von Gott. Und ich predige nichts weniger als das. Und gleichzeitig, er ist auch heute Abend, jedes Mal, dass wir Abendmahl nehmen, jedes Mal, wo wir miteinander an Abendmahl teilnehmen, streckt Jesus seine Hand aus, taucht das Brot ihm, wie geht's dir? Und sagt, ich habe dich lieb. Komm zu mir, kehr um, tu hast Busse, ein echte Reue im Herz, weil ich habe dich lieb. Komm zurück.
Ich weiss, ich sage das, bevor wir Abendmahl einsteigen. Manchmal, wir haben schlechte Gewissen. Ich kann Abendmahl nicht nehmen, weil ich bin hässig. Ich kann das Abendmahl nicht nehmen, weil ich nicht vergeben kann. Ich will Abendmahl nicht nehmen, weil heute habe ich einfach nicht ein Gefühl. Heute fühle ich mich danach. Ich will nicht nach vorne gehen, Abendmahl nehmen. Das ist kein Grund, zum nicht Abendmahl nehmen. Das Blut von Jesus und Leib von Jesus ist zu teuer, um einfach bequem zu sein und nicht teilnehmen an das, was er gemacht hat. Und gleichzeitig, das ist zu teuer, um einfach so billig zu holen. Was meine ich mit dem? Bei mir jedes Mal, wo wir ein Abendmahl nehmen, er ruft uns zurück zum Umkehr. Zum unser Herz prüfen und sagen, es tut mir leid. Ich habe gesündigt. Ich habe Fehler gemacht. Deine Gnade ist grösser. Ich nehme die Vergebung an. Jeder von uns hat so einen Moment wie der Judas. Jeder von uns. Wir können den Judas anschauen und sagen, oh, der Judas. Lass uns ehrlich sein. Wer ist nicht der Judas da? Und wer ist nicht der Petrus da? Jeder von uns hat Jesus verleugnet. In Zeiten, wo wir hätten sollen reden, etwas sagen, haben wir geschweigt, nichts gesagt. In Momenten, wo wir hätten etwas machen, haben wir uns zurückgehalten. Haben Wut, Bitterkeit, Hass reingelassen. Jeder von uns. Ich auch. Die Frage ist, bin ich ein Petrus? Der zu Jesus rennt und Vergebung annimmt? Oder bin ich der Judas, der mich einfach zurücknimmt und mich nicht danach sehne? Die Einladung, eine stille Einladung, die alle verpasst haben, wo Jesus zu dem Judas geht, eine stille Einladung. Komm zurück, habe dich lieb. Ich bin auch heute da. Für dich. Ich habe dich lieb. Was machst du mit dem? Wir werden, Worship-Team, könnt ihr schon euch vorbereiten. Wir gehen jetzt in die Zeit von Abendmahl. Heute machen wir es ein bisschen anders. Nehmt den Abendmahl, kommt vorne, nehmt, aber bitte nicht trinken oder essen. Behaltet den Abendmahl. Der Priska und ich werden danach das Abendmahl mit euch führen. Wir werden alle miteinander trinken und alle miteinander essen. Als ein Leib Jesu Christi. Wenn du den Abendmahl nimmst, stell dir vor, Jesus ist da und er gibt dir das Brot und Wein. Er sagt, ich will dich segnen. Er sagt, ich will dich willkommen heißen. Er sagt, du bist mein Freund, Freundin. Er sagt, ich habe dich lieb, du bist mir wichtig. Und ich gebe mein Leib und Blut für dich. Amen. Ich lese vom 1. Korinther 11, 24. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot isst. Himmlischer Herr Jesus, merci für den Leib, das wegen unserer Schuld zerbrochen ist. Wir nehmen das mit Demut, mit Dankbarkeit für den teuren Preis, den du gezahlt hast. Wir loben und preisen dich und geben dir alle Ehre, dass du auf Kreuz gegangen bist und an unserer Stelle gestorben bist. Wir nehmen die Haltung von Vergebung, Umkehr und Buß. Amen.
Amen. Lass uns alle miteinander das Brot nehmen. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Herr Jesus, will dir von ganzem Herzen danken für den neuen Bund, wo du mit deinem Blut besiegelt hast. Danke, dass es das Wort ist, dass wir durch dich gerettet sind. Danke, dass es das Wort ist, dass wir einig bei dir sein dürfen. Danke, Herr Jesus, hast du das Opfer für uns vollbracht. Du hast dein Blut vergossen an unserer Stelle. Wir haben es nie verdient. Es ist deine Gnade, deine Liebe. Herr, wir beten dich an als unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Wir dürfen trinken aus dem Becher.